Die Regierung setzt massiv op den Schienenausbau. Für das möglich zu machen, gëtt de Budget für CRL bis 2039 op iwwer 7 Milliarden Euro verdurbelt. Kapazität vom Reso soll deutlich ausgebaut gehen durch eine Ortkonnexion mit der Großregion. Den Timorisee huet Detailer. Der Reso ass stark saturiert, do si sech Akteuren alle gut eins. An dat op vu Lützeburg Nament Lieder am europäischem Verglach an der Pro-Cap-Investition op de Schiene ass. Der neue Kontrakt für die Exploitation lebt von 2025 bis 2030, er bedeutet zwischen 380 und 550 Millionen Euro Jahr für die CRL. An der Qualität wird man können weiterkommen, zum Beispiel mit dem neuen Material, was man bestellt tun, auch an der Kapazität. Da muss aber dann noch zeitgleich geschehen mit all den großen Etappen, was de Reso anbelangt. Den Ausbau vom Reso, das ist ein System, die ganz Eisenbahn. Wir brauchen sich die zwei Sachen. Und da bleibt genug Arbeit. Bis 2026 soll die Streckbeete bis Lützeburg fertig gehen. Eine Reihe Modernisationen stehen im Programm. Garen wie Howald, Hollerisch oder zu Ettelbreck musste gebaut, respektive fertiggestellt gehen. Großchantien bis 2028. Die Optimisation aber soll nächstes Jahr schon aufhängen. Allein das neue Trollmaterial 34 bedeuten 46% mehr Kapazität. Mit diesen mehr Kapazitäten wird man da progressiv auf den einzelnen Linien können Kapazitäten absetzen, sei das lo mit mehr langen Zig. Respektiv insgesamt mehr Zig. Durch die neuen Investitionen sollen 2025 996 Zig an der Woche fuhren, bis 2028 60 mehr. Ab 2021 werden dann auch auf den meisten Strecken durch das Land Zugkapazitäten quasi verdoppelt gehen. An Diedling kriegt auf Platz 2 Starter direkt zwischen den Dach 2 pro Stunde. Mit besseren ausgebauten Zug mit mehr Sitzplätzen, mit mehr Pünktlichkeit, dass wir das alles kriegen. Aber wir müssen wissen, dass CRL, also den Eisenbahnsreso, als Rückgrat vom öffentlichen Transport. Und ich meine, wir wissen alle, dass wir den öffentlichen Transport müssen komplett neu denken am Kader von der Mobilitätsketten. Und für Teilen ging es schon ein von den wichtigsten Gesetzen der Legislatur. Op de Kehe soll an Zukunft auch annonciert ginner wenge Waggonen viel bis gar kein Platz mehr sind, so dass der Klient sich auch schon um Keh kann richtig platzieren. Wir haben aber auch nach eng Modernisierungsarbeiten zu machen, für das Reso auf den letzten Stand von der Technik könnt. Also das Objektiv ist, dass wir 2020 die modernste Reso in Europa bauen. Von den rund 7,2 Milliarden bis 2039 gehen ungefähr 35% von den Freien und Material, 30% an Personal, 15% an Energie und 20% an Anerkasten.